Ich wünsch, ich wär mein eigen Herr. Ich wünsch, die Tiden werden nicht so stur. Jan, das ist der Mann, das ist die Hauptfigur. Dann gibt es die Frieda und die haben noch eine kleine Tochter. Und Jan arbeitet in der Ziegelei, Frieda arbeitet beim Bauern. Und die haben es nicht einfach in Ostfriesland, weil zu der Zeit war Ostfriesland sehr arm. Ich löff, ich Mutter wird grode Meer. Jan geht übers große Meer nach Amerika und holt die Familie später nach. Die Geschichte von Abschied und Ankommen, von Heimweh, Heimat und Hoffnung auf ein besseres Leben erzählt die Rockoper Wiedland in 13 Kapiteln. Darunter sind auch lustige Episoden, wie die vom Ostfriesen in Amerika, der nach harter Arbeit auf dem Feld einfach nur eine Tasse Tee möchte, aber im Saloon gibt's nur Bier und Schnaps. Ein Ostfries ist in Saloon. Und ihr habt so schlechte Lohn, denn in Saloon, da gibt kein Tee. Hey, hey. Der Kontakt zu einem Nachfahren ostfriesischer Auswanderer hat Matthias Brungers zu der Rockoper inspiriert. Der Mann aus dem US-Bundesstaat Illinois hatte seine erste CD, die Platte Scheibe, gehört. Später bekam ich dann eine Mail, wo er sich dann total bedankt hat und dann sagte, ja, ich hätte ihm ein Stückchen Heimat wiedergegeben. Und er hat mir dann auch ein Foto geschickt. Es folgten weitere Fotos, Dokumente und Briefe der ostfriesischen Vorfahren. Daraus und aus eigenen Recherchen, zum Beispiel im Bremerhavener Auswandererhaus, entwickelte Matthias Brungers die fiktive Geschichte von Jan und Frieda. Ich erzähle gerne lange Geschichten. Schon seit der Kindheit. Selbst in der Schule früher, immer nach dem Schulunterricht, haben sie gesagt, so, jetzt muss Matthias erstmal eine Geschichte erzählen. Vorher gehen wir nicht nach Hause. Ja, und das habe ich irgendwie dann beibehalten und habe das in die Musik umgesetzt. Schon mit 14 hatte Matthias Brungers seine erste Band. Und obwohl er im Dörfchen Osthel zwischen Aurich und Norden Plattdeutsch aufgewachsen ist und Hochdeutsch erst in der Schule gelernt hat, schrieb er seine ersten Texte auf Englisch, inspiriert von der Musik, die die älteren Brüder hörten. Die Kings, Grateful Dead oder The Who. Dann habe ich auf Deutsch geschrieben, Hochdeutsch. Und dann hatten meine Eltern goldene Hochzeit und mein Vater sagte zu mir, Junge, schreib doch mal ein Lied über uns auf Plattdeutsch. Und das hat mir so viel Freude gemacht, dass ich gesagt habe, nee, bleib zu Hause, sei authentisch und mach das weiter auf Plattdeutsch. Eine Sprache, die sich wunderbar für die Musik eignet, findet Matthias Brungers, die authentisch ist und nah bei den Menschen. Und die auch bei denen ankommt, die kein Platt verstehen, das erlebt er bei seinen Konzerten immer wieder. Mit der Rockoper Wiedland möchte er auch eine Lanze brechen für seine Muttersprache. Dass sie auch weiter gefördert wird. Es ist ja eine Sprache, es ist kein Dialekt. Und man muss sich nicht dafür entschuldigen, dass man Ostfriese ist oder dass man Plattdeutsch spricht. Am Ende der Rockoper vermissen Jan und Frieda zwar immer noch Rosinenstuten und Ostfriesentee, aber ansonsten sind sie angekommen in ihrem neuen Zuhause, benannt nach dem Heimatdorf in Münkebo in Amerika. Und all was wir vermissen ist kein Stut mit Tee, aber everything is good, everything is okay. In die Summer in Münkebo, in